inhaftierten chinesisch-uigurischen Menschenrechtler Ilham Tochti mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet. Die Ehrung nahm in Straßburg stellvertretend dessen Tochter entgegen. Tochti ist einer der bekanntesten Vertreter der muslimischen Minderheit der Uiguren in China. Der Wirtschaftsprofessor, der gemäßigte Positionen vertritt, wurde 2014 in China zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Sacharow-Preis ist nach dem sowjetischen Friedensnobelpreisträger benannt und wird seit 1988 vergeben. Der Stuhl für den Preisträger bleibt leer. Die EU-Parlamentarier hatten eine klare Botschaft an China, wo Ilham Tochti zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Das EU-Parlament fordert seine sofortige und bedingungslose Freilassung. Seine Tochter, die in den USA im Exil lebt, sagte, ihr Vater habe sich für Verständigung zwischen der Minderheit der Uiguren und der Mehrheitsbevölkerung der Han-Chinesen eingesetzt. Für ihn war die Lösung einfach. Chinas Regierung im Dialog dazu bringen, mit den Uiguren einen friedlichen und gewaltfreien Weg der Zusammenarbeit zu finden. Aber die Regierung hatte kein Interesse an Gesprächen. Bilder im chinesischen Staatsfernsehen vor 5 Jahren. Im Schauprozess wird der uigurische Wirtschaftsprofessor verurteilt wegen Separatismus. Er bestreitet die Vorwürfe. Zuvor hatte Ilham Tochti gefordert, dass auch die Uiguren in der Provinz Xinjiang vom wirtschaftlichen Aufschwung Chinas profitieren müssten, um dort sozialen Frieden herzustellen. Ich verurteile Gewalt, aber ich denke, es wird mehr gewalttätigen Widerstand der einfachen Leute geben, wenn die Regierung ihre Politik nicht ändert. In der Provinz Xinjiang haben Chinas Behörden die Sicherheitsmaßnahmen in den vergangenen Jahren drastisch verschärft. Hunderttausende sind in Umerziehungslagern, mehrere Staaten kritisieren Folter. Und hier die Lottozahlen.